Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe es ja immer sehr gern, wenn man freien Schreibplatz im Journal inne hat. Einfach ein Ort, wo man wirklich viel Platz hat zum Schreiben. Und da das ja wirklich ein bisschen mühsam ist, das habe ich auch schon gehört von anderen, dass sie sagen, ich schreibe nicht so gern im Journal direkt ins Journal rein, weil das ist ja dann mühsam und so. Und das ist total begreiflich. Gerade also zum Beispiel auf der hintersten Seite muss man ja amigs fast das Journal irgendwie auflüpfen oder etwas drunter legen, dass man da anständig schreiben kann. Bin ich total dabei. Und darum ist es doch gäbig, wenn man ein Papier hat, das man rausnehmen kann. Dann kann man ganz in Ruhe schreiben und das nachher dann wieder zurück ins Journal reinkleben, könnte man es theoretisch. Oder man kann es eben auch einfach nur reinstecken, wenn man es dann kann. So. Und so. Das ist doch super praktisch. Und genau so etwas möchte ich jetzt mit euch zusammen basteln. Für das habe ich die Streifen. Das sind natürlich, ihr kennt es alle, Abschnitte der Signaturen. Die kann man gerade so schön bestempeln, zurechtschneiden, ein bisschen inken und einkleben. Und dann suchen wir uns noch ein paar schöne Stempel. Da habe ich jetzt eben ein ganzes tolles Papier. Das habe ich in der Brocke gefunden, so ein Büchlein. Und zwar ist das handgemachtes Papier aus Nepal. Das Büchlein scheint auch ganz handgemacht zu sein, sehr hübsch. Aber das Papier ist natürlich wunderbar. Das ist so richtig transparent. Aus irgendeiner ganz bestimmten Pflanze, das steht da vorne, was es ist. Und auf jedem hat es noch so ein Stempel drauf, auf jedem Blatt. Und die sind wirklich so schön. Und das Geräusch schon nur. Und die machen so mega knistrig. Und einfach wunderbar. Von diesem Papier habe ich mir ein bisschen zugeschnitten, dass es schön hier reinpasst. Und dann kann man eben unten dran etwas Wunderbares stempeln, dass das so ein bisschen durchschaut. Oder wenn man ein nicht transparentes Papier hat, ist das natürlich auch hübsch, wenn man es dann rausnehmen kann und darunter kommt noch irgendetwas führen. So, also komm, wir machen doch jetzt noch ein bisschen von dem für hier in unserem Journal. Das ist nämlich noch lange noch nicht fertig. Da hat es noch einen ganzen Haufen Platz, wo wir irgendetwas reinbasteln könnten. Also lassen wir doch einfach los. Jawohl, ich habe mir hier die Streifen rausgesucht. Das ist einmal Kaffee gefärbtes Papier, einmal Avocado gefärbt und einmal, das ist wieder das Glänzige, wo man nicht so recht in der Kamera sieht. Das ist so grau, blau, glitzerig, vielleicht hier noch am ehesten ein bisschen. Sehr hübsches Papier. Also mit Acryl, Quatsch, mit so glänzender Aquarellfarbe habe ich das eingefärbt. So, irgendwie kann ich das nicht anständig büscheln. Dann schneiden wir es doch halt einfach ab. Wir schneiden es einfach ab. So. Genau. Gerade wäre noch schön, wenn man alles gerade schneiden. Irgendwie so. Und dann ungefähr so breit. Wenn das jetzt noch gerade wäre. Ist es? Weiß auch nicht. Sehen wir dann, wenn wir es abgeschnitten haben. Dann kann ich immer noch ein bisschen nachschneiden. Sind die ein bisschen sehr krumm geworden da? Ja, es kommt schon gut. Es kommt schon gut. Ich mache das jetzt so. Ich falte das so zusammen.
Und schneide hier die Ecken rund. Dann sind alle ungefähr gleich. So. Dann die 2 Avocado. Papier. Oh, das ist schon ein bisschen rumgekommen. Könnten wir noch ein bisschen begradigen. So, und ja, komm. Kann ich natürlich auch mit dem Eckenrunde machen, wenn er dann da wäre. Ist er aber nicht. Darum nehmen wir jetzt die Schere. So, oh. Das ist sehr krumm. Sehr krumm. Und machen wir nochmal. Dann machen wir doch nochmal. So. Gut. Und da hinten kommt der auch. Ah. So, jetzt aber. Der will nicht gerade werden. Also gerade schön werden. So. Ja, jetzt ist gut. Voilà. Dann noch ein bisschen Inken. Da passt gerade wunderbar die Farbe zu dem kaffeegefärbten Papier. Und da ist ja der Rand sowieso schon so wunderschön vom Kaffee. Da hat es auch noch recht eine grusige Ecke. He? So. So, und ich glaube, wir bringen hier ein bisschen Farbe rein. Und machen hier das Blau. Mit dem hier. So, schau. Unser Rosenrote, mit was könnten wir das machen? Vielleicht mit dem Aged Mahagoni. Das wäre vielleicht noch hübsch. So, warte, das Blau. Dann haben wir wieder das Knosch von Luther. So. Da. Rosa. Oh ja, schau mal, das passt wunderbar zum Avocado. He? So, und das noch. Gut. So, jetzt werde ich gerne hier noch so ein hübsches Rändchen drauf haben. Das hier hat mir gerade recht gut gefallen. So, aber das Mal Stempel ist nicht im Buch innen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal gemacht. Dann ist es ein bisschen verschmiert und verzudelt worden. Jetzt stellt sich die Frage, schwarz oder rot? Ich glaube, ich mache schwarz. Da. So, ein wunderschönes kleines Bördchen kommt da drauf.
So. Oh ja, sehr herzig. Und so. Ah ja, super schnussig. Hey, das gefällt mir mega. Schon jetzt. So, und jetzt hier noch. Was anderes nehmen. Vielleicht das da wäre auch noch schön. Das würde gerade drauf kleben, gell? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nachher gerade auf dem drauf ist, ein kleines bisschen grösser. Vielleicht nur ein kleines bisschen, aber immerhin. So. Jetzt, ich glaube, ich will es so. So. Mhm. In der Mitte hat es nicht ganz abdrücken. He? So und so. So. Jawohl. Sehr schnussig. Und jetzt das Blaue noch. Blau, blau da. Was haben wir noch? Ich glaube, da nehmen wir noch ganz feines. Oder das? Welches ist besser? Oder das? Ganz feines. Komm. So. Oh ja, das sieht wahnsinnig herzig aus. Ah, das ist jetzt doof, dass es so wölbt. Na toll, jetzt habe ich es glaube ich verschmiert. Ja, schade. Nochmal probieren. So, das ist gut rausgekommen. Ja, jö, vollherzig. Also, dann suchen wir doch uns mal ein schönes Plätzchen für die drei Hübschen. Nochmal in der ersten Signatur. Ah, schau mal, das wäre natürlich auch ganz genial. Dann braucht es auch im Hintergrund keinen Stempel. Oh ja, oh, das muss unbedingt hierher. So, von der Höhe her, ja, da ist man wirklich ziemlich weit oben reinstecken. Und beim dem, was ich ausprobiert habe, habe ich wirklich den Leim bis runter gemacht. Ich glaube, ich mache ihn jetzt hier mal nur bis in die Hälfte. Ich habe das Gefühl, man kann es dann ein bisschen einfacher reinstecken. Ja, bis in die Hälfte. Ja, die Hälfte wäre hier. Ja, ja. Jetzt, wenn der Kopf schon wieder weiter ist. Ja. Einmal so. Jetzt muss ich es gleich noch einmal herheben. Mama, das ist gut. Alles gut, alles gut. Bis in die Hälfte haben wir gesagt. Ich nehme einfach ganz stinknormalen Bastelkleber. So, das geht weg und das braucht man nicht. So. Ja.
Oh ja, schau jetzt. Hey. Jetzt schneiden wir es hier noch ab, geschwind ein bisschen. Etwa so viel. Ich mache das hier gerade schön mit der Linie von der Unterlage. Zack. Und reingesteckt. So. Gang schön rein, gang schön rein. So. Jetzt sehen wir den Stempel leider bei dem gerade nicht mehr so ganz. Aber hey, ich finde das voll süß. Ja, und schön, dass das hier ganz, ganz fein durchschimmert. Sieht doch wunderbar aus. So, next. Next ist in der Mitte. Da hätten wir auch gerade so eins. Aber ja, ich glaube in der Mitte wollte ich das. Das soll natürlich hier auch gerade gut aussehen. He? Oder nicht? Das ist blöd. Ein bisschen mehr Kontrast. So ist es. Oder was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich kann mich nicht entscheiden. Doch, ich glaube, ich mache es hier. Ich glaube, ich mache es hier. Das kommt gut. So, und dann können wir nämlich mit Blau noch irgendwelche Ornamente drunter stempeln. Jetzt habe ich es auch ein bisschen breit geschmiert. So. Nochmal, das ist schön. Jetzt runter. So. Jetzt können wir auch gut stempeln. Es geht so. He? Es geht so. Da vor allem nicht so. Wir bräuchten fast wie irgendein Kärtchen für drunter. So etwas hier, das Kartönchen. Ja, das ist viel besser. Also, dann kommt noch Blau zum Einsatz. Blau und da irgendwas in der Art. Was nehmen wir? Noch etwas Feines nehmen. Vielleicht das. So. Oh, wieso geht das jetzt ab? Habe ich das nicht gut angeleimt? Ja, das mache ich dann nachher noch. So, jetzt machen wir zuerst hier. Ich will es auch nur ganz fein. Und ich finde es auch ganz in Ordnung, wenn nicht alles ganz abdrückt. So. Und dann mache ich das, glaube ich, so. So. Und so. Ja, verschmiert werde ich es natürlich schon auch nicht haben. Aber es soll ja nicht perfekt sein. So. Und da können wir es so machen.
es vielleicht ein bisschen ausläuft dort. So, ja, irgendwie so. Ach, und jetzt muss ich das wieder annehmen. Wieso hat es denn das jetzt nicht richtig geblieben? Ich habe ein bisschen zu wenig dran geschmiert. Und dann war es irgendwie schon getrocknet, als ich es draufgegeben habe. Wie auch immer. Kleben wir es halt noch einmal an. So. Oder ich habe einfach schnell geblättert, sodass es gar nicht richtig heben konnte. Das kann natürlich auch sein. Jetzt müssen wir hier noch ein Blättchen rausnehmen. So, ich glaube, ich tue die zuerst rausreißen. Irgendwie ein bisschen. So. So, dann kann ich beide gleichzeitig schneiden. Wo ist jetzt mein Lineal schon wieder hergekommen? So. Voilà. Oh, das passt doch super zueinander. So. Und reinstecken, komm, geh rein. Da hat es noch etwas Glitzeriges drauf. Rein mit dir, rein mit dir. Komm, da unten noch ein bisschen. Ach, ja, jetzt ist es gegangen. So, ist gut. Ah, schau mal, wie herzig. Hm? Das sieht doch super schnussig aus. So, und dann das letzte noch. Das ist das Kaffeegefährte. Wo würde das herpassen? Vielleicht würde es auf rosa passen, oder gerade zu denen da. Oh ja, schau mal. Oh ja, ja. Alles klar. So machen wir es. Habe ich jetzt genau reingelenkt, gell? Bravo. Mhm. Und jetzt habe ich es wieder krumm wieder da. So. Alles gut, alles gut. Alles prima. So. Und was könnte man da für ein Müsterchen nehmen? Das würde auch gut passen zu dem da würde auch gut passen. Irgendwie das da, glaube ich. Und braun. Ja, kommt man machen das genau auch mit dem braun. Und ich würde eigentlich hier auch gerne alles ausfüllen mit dem. Jetzt schauen wir mal schnell, wie weit aber das wir können. Ich möchte es wirklich extra auch nicht ganz abdrücken. Ja komm, schaffen wir es.
Ja, genau, wenn wir das ein bisschen so machen. Oh, jetzt ist es ganz krumm gekommen. Das macht nichts. Das macht nichts. So, mal kommt das sieht cool aus. Jetzt habe ich das gleich nicht drunter da, zum Stempeln. Ja, funktioniert auch so. Vor allem eben, wenn wir sowieso nicht den ganzen Abdruck ganz perfekt drauf haben. Und unser Zettel kommt noch rein. Weißt du was? Das könnte man doch eigentlich auch noch inken. Das würde doch noch viel hübscher aussehen. Nur so ein bisschen. So. Oh ja. Es ist nur ganz wenig, aber es macht schon gerade wieder ein bisschen anders etwas her. So. Der Stempel verschwindet zwar auch wieder, aber das macht mir jetzt auch nicht. Der kommt dann zum Vorschein, wenn man das Papier rausnimmt. Und hey, schau jetzt doch einmal. Ich finde, es passt mega gut zueinander. Alles miteinander passt doch wunderbar. Komm, jetzt inken wir die anderen auch noch schnell. Schnell, schnell. Da. So, mit blau einmal rundherum. So. Das sieht doch wunderbar aus. Ich weiss zwar überhaupt nicht, mit was für einem Schreiber dass man am gescheitsten darauf schreibt. Das Gefühl, Kugelschreiber geht sicher gut. Und Bleistift vielleicht auch, aber ich denke, man muss mega gut aufpassen, dass man es nicht irgendwie verrupft beim Schreiben oder so. Oder Löcher macht oder dass es nicht verläuft. Mit irgendwelchen Tintenschreiber würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf schreiben. Komm. So, ja, genau. Das Rändchen braucht es schon, hä? Und wo haben wir noch eins gehabt? Da. Das natürlich wieder einfach umgeschossen, anstatt am richtigen Ort versorgt. Ah, da. Gar nicht versorgt. Ja, ich merke es auch gerade, die Papiere sind auch ein bisschen unterschiedlich dick. Das ist jetzt fast ein bisschen stabiler. Kann man ein bisschen besser in der Hand haben zum Inken. Das andere, das Blaue, war so richtig dünn und lümpelig. Da. Dann kann man es dem noch auch ein kleines bisschen besser reinstecken. Wenn es ein bisschen gestabiger ist. So! Hey, so cool! Ich finde es mega genial und super Idee für ja, freien Schreibplatz im Junk Journal. Rausnehmbar, wieder reintubar. Oder man nimmt es raus, braucht es für etwas anderes und tut ein eigenes Papier rein. Ein anderes. Ich finde es genial.
Und mir gefallen die super gut. Ich finde, sie passen hervorragend in unser Journal. Ja, hat es euch auch gefallen? Habt ihr noch andere Ideen? Dann schreibt mir doch gerne. Ich habe immer mega Freude, wenn ich von euch irgendwelche Kommentare lesen darf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!